Präsident, am Numm vun der ADR ass et még Eier wie eng Motionun ze deposéieren, die auch Relationune mat der Türkei betrifft, anwer als Ziel do vun der ënner anderem fir ze froen, dat Beitrittsverhandlungen sollen aufgebracht gin. Wir sind haut konfrontiert mat engem extrem serieux System extrem serieux froen der Aktualität, nämlich dat wat an der Türkei geschitt. Aber wie soll mir darüber reagieren, wie soll mir als Lützeburg reagieren, aber wie soll Europa, die Europäische Union und andere europäische Institutionen sich zur Türkei stellen? Die Türkei ist ein ganz wichtiges Land für Europa. Ich meine, natürlich über Jahrhunderten immer eine ganz wichtige Rolle gespielt, heißt du mehr eine aggressive Manier, heißt du mehr eine kulturelle Manier. Die Türkei war für Europa immer ein wichtiger Nachbar. Aber froh, die sich am Blick stellt, dann sind der Jahrzehnte stellt, als soll die Türkei dann noch Member an der Europäischen Union gehen. Wir als ADR haben uns immer dagegen ausgeschwert, dass die Türkei soll denken, das können Member gehen. Und ich meine, es muss ihnen wirklich sich bewusst sein, von den dafür aus der Türkei kann Member gehen, was Konsequenzen für so einen Beitritt da wären. Türkei als demografisch Locherfleisch oder geschwind, das demografisch größte Land, dann wäret an der Europäische Union, das lo schon sech neben Russland der zweitgrößte demografisch an Europa. Das von der nuklearer Komponent aufgeseit pardon, die größten militärisch Mucht an Europa. Es tut eng Kultur, eng Geschichte, die sich einfach unterscheid vom Rest von Europa an froh und zum die Leute, die schon dax mit der Türkei zu dienen hatten, auch auf diplomatischem Plan, mussten sich können vorstellen, wie das da wäre, von so ein Großtürkei, so ein Land mit so viel Abfluss Member wäre in der Europäischen Union, zumal so lo, wo andere Länder wie das Vereinigte Königreich die Europäische Union wollen verlassen. Wie ging die Europäische Union ausgesehen, an dem eine Türkei, an der eine Türkei Member wäre, ein Vereinigtes Königreich aber nicht mehr. Wir sind für gute Relationen mit der Türkei. Da der, wie viel andere, sie überzeugt, der Türkei ein wichtiger Partner von Europa muss sein, dass wir einen Dialog brauchen, für politisch, ökonomisch, militärische Beziehungen mit der Türkei zu pflegen und zu intensivieren. Aber wenn Europa, die Europäische Union, gerne dann ihren Wert zugesteht, egal wie die soll ausgeformt sind, egal wie der Integrationsprozess soll konkret ausgesehen, muss ich realistisch sein und wissen, dass von den und der Europäischen Union hängt und dem Projekt für die Europäische Nationen mit nur zusammen zu feiern, auf der Basis von gemeinsamen Werten, dass das vielleicht möglich ist mit großen Problemen ohne Türkei, mit dass das mit einer Türkei nicht mehr möglich ist. Wir haben heute eine Aktualität, die beeinflusst das von den letzten Monaten, wo wir gesehen haben, dass die Türkei immer mehr in eine Richtung von der Diktatur geht, die schlimmsten Diktatur haut schon aus am gesamten europäischen Raum. Wir haben für drohen auch schon Schwierigkeiten mit der Türkei gehabt. Wir hatten heute schon Diskussionen, weil die Türkei bis heute nicht den Genozid und den Armenier und den anderen unerkennt, die am Kader vom Ersten Weltkrieg geschieht ist. Wir hatten Probleme, wo die Gaza-Flottille war, andere Incidenten, immer Rapporten, die kommen, Informationen, die kommen, dass es vielleicht zusammenhängt zwischen der türkischen Feierung oder der türkischen Politik an dem Finanzement oder der Unterstützung von terroristischen Bewegungen am Nahen Osten. Das ist kein einfacher Partner. Und hinter den Evenementen vom Juli 2016, wie die auch immer am Einzelnen zu bewerten sind, als das Land rapid in Richtung von einer Diktatur aufgerutscht. Wir kennen alle gut die dramatisch Zustände, wie sie da sind, Doofschaffung vom Rechtsstaat, Verfolgung von der Opposition, Doofschaffung von der Freiheit von der Presse, Doofschaffung von der Unabhängigkeit von der Justiz und noch viel anderer Teilaspekte von dem, was wir eben heute kennen und kritisieren. Wie reagiert die Lützeburger Regierung? Das ist als den Herr Asselborn hat an einem Interview noch zitiert gehen, als hätte von Wirtschaftssanktionen geschwärzt, vielleicht wurde es auch wirtschaftlichen Druck, das ist ein Term, hier kann als das nur so, wie ihn sich genau ausgedrückt wird. Das scheint also eine Option zu sein, die letzte Regierung envisagiert wird, aber muss so bei Wirtschaftssanktionen sind es schon die Leute, die am meisten für eine Situation können, die einfach Leute an der Türkei, die gegen am meisten
drinnner leiden. Wir kennen noch die Ineffekazität von Wirtschaftssanktionen in ganz viele Situationen. Heinz sind sie kontraproduktiv. Und das also nicht, wo wir als ADR auf jeden Fall gingen soen, wir sollten an unsere Relationen mit der Türkei lobte we wo wirtschaftliche Sanktionen gehen, wenn man mengen dat dummer die Falschleit getroffen gehen. Frovende Beitrittsverhandlungen als aber ein ganz substanziell. Wir hatten gesagt, ich hatte das gesagt an der Introduktion, wir werden mir als ADR mengen der Türkei nicht soll Member gehen, da das ein ganz generell politische Konsideration über das Verhältnis zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Mit darüber hinaus gibt es rechtlich klare Konditionen, wir können Member an der Europäischen Union zu gehen. Es gibt die Kopenhagener Kriterien. An den ersten von den Kriterien, als eben der Staat, der will bei der Europäischen Union beitreten, muss über Institutionen verfügen, die dauerhaft klar für die Rechtsstaatlichkeit von einem Staat, den Respekt für die Menschenrechte an all die demokratischen Formen können erfüllen, an garantieren, an immer respektieren, wie wir überhaupt können, Beitrittsverhandlungen unzufänken. Das ist ja klar, wenn in die Konditionen muss erfüllen, für an Beitrittsverhandlungen zu gehen, dass da doch muss der Fall sein während der Verhandlungen, aber die beitreten, muss da doch nur der Fall sein. Wir wollen ja, wenn wir eine Europäische Union willen hun, die auf gemeinsame Werte existiert, kann man nicht Abstraktion machen von der Rechtsstaatlichkeit, die aber alle Memberstaat muss hun. Den Herr Asselborn an demselben Interview gouf zitiert, als gingen envisagieren, die Beitrittsverhandlungen zu suspendieren, hat geschwärze wären noch theoretisch suspendiert, kann dat lo am Blick und nicht geschieht mit, das ist ein prinzipiell froh. Es geht eine Suspendierung von denen Verhandlungen nicht durch. Wir hätten gerne einen definitiven Aufbruch von so Verhandlungen. Es ist auch schwer für uns Nutzen vollziehen, für die letzte Regierung nimmer davon schwätzt, zu Verhandlungen zu suspendieren. Denn Herr Asselborn hat an dem Interview die Zustände an der Türkei verglichen mit dem Nazi-Regime. Wenn er aber ein Land hat, ein Nazi-Regime, ein Land, das die vergleicht mit einem Nazi-Regime, an der Schweiz, wo rechtsstaatliche Kriterien, wie können Member der Europäischen Union zu gehen, wie passt das dann zusammen? Denn Herr Asselborn hat auch für kurzem noch gesagt, Ungarn soll aus der Europäischen Union ausgeschlossen gehen. Ungarn ist nicht vergleichbar mit der Türkei. Wie kann ihn da wollen Ungarn ausschließen? Türkei aber wollen wir beiholen über die EU-Beitrittsverhandlungen. Wir hatten das ab Polen, weil Polen verschiedene Modalitäten am Verfassungsgericht geändert hat. Darüber kann ich schwätzen. Das ist nicht das Sujet von Haut. Aber das ist eine Kleinigkeit gegenüber der Entlosung aufgrund von 4 verfasste Listen von Tausenden von Richter an der Türkei. Kein Vergleich an aber eine komplett andere Ausstellung von der Lützeburger Regierung gegenüber Ungarn und Polen an Vergleich mit dem, was du schreckliche Blick an der Türkei geschehen. Wir denken, dass eine glaubwürdige Außenpolitik einfach auch, da muss eine Proportionalität weisen. Dass eine Regierung auch muss drüber gehen, wie Genese differenzieren kann, und noch ein Gefühl dafür hat, über die Gravität von einer Situation und die Konsequenzen, die damit verbunden sind. Das ist eine Frage von der Glaubwürdigkeit vom Auftritt von der Lützeburger Diplomatie am Ausland. Wir brauchen nicht darauf zu werden, dass Todesstrafe soll angefeiert gehen an der Türkei. Egal wie schlimm das ist, das Land, das foltert, das Land, das verfolgt, das Land erklärt Leute zu nicht Bürger, hält ihnen hier Existenz weg, nimmer weil sie in Opposition zum Herrn Erdogan stehen. Alles das sind Entwicklungen, die so grav sind, und alle als Prinzipien an Überzeugung als Werte so violieren, dass man nicht noch müssen darauf werden, dass Todesstrafe angefeiert wird, für endlich Konsequenzen zu ziehen, und glaubwürdige Konsequenzen. Man kann darüber diskutieren, ob es richtig ist, dass Verhandlungen aufgebracht gehen, weil vielleicht viele Leute, sicher viele Leute an der Türkei Hoffnungen auf die Europäische Union setzen, auf den Prozess. Aber das ist ein Zeichen für die Türkei, auch für uns öffentliche Meinung, die DAX in Europa zweifelt. Für die ganze Welt, wo Europa auftritt und immer auf seine Werte hinweist, wenn es sieht, es gibt einfach Grenzen an dem, was wir machen. An dem wird für uns akzeptabel ist. Und wir wollen nicht eine Partnerschaft mit der Türkei ausschließen, auch nicht für Menschenrechte zu verbessern, auch nicht für die politische Situation in dem Land zu verbessern, aber wir wollen weisen, dass die Türkei keinen Platz an einer Wertegemeinschaft hat, die sich Europäische Union nennt. Daneben ist das nicht die einzige Sorge, die Türkei ausmischt. Sie ist immer mehr zu einer Gefahr, wie den internationalen Frieden und Sicherheit gehen.
Wir hatten nicht nimmen sind der 74 die illegal militärische Okkupation vom nördlichen Teil von Zypern. Wir hatten in letzter Zeit an immerem Violationen vom griechischen Luftraum, von der Ägäis und so weiter. Wir in letzter Zeit immer Deklarationen an Aktionen gesehen von der Türkei, die darauf hinweisen, dass der Staat nicht mehr die Territorialintegrität von Syrien will respektieren, nicht mehr die vom Irak, und auch nicht die von Griechenland, von Tretien aus den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert, die Bemol auf Frohgestalt gehen, und mit allem, was das und eventuelle Konsequenzen kann. Und wir gingen uns wünschen, wenn eine Staat an Europa hört, von dem Pouvoir, wie Türkei hört, dass die letzte Regierung gegen an die Gremien wie der EU, wie der NATO, aber Syrien und Irak geht, auch an der UNO, gegen das Verhalten von der Türkei thematisieren, für alle Aggressionspolitik von Iran auszuschließen, auf jeden Fall hier entgegenzuwirken. Natürlich, als es nicht Griechenland oder Zypern, wer da nächster Platz kann aktiv gehen, weil sie direkt andere Interessen auch an der Gegend tun, auf diese muss Rücksicht hören, wie zum Beispiel Situationen an Nordzypern. Wir werden so Lützeburg schon hindern, für Druck ausüben, für glaubwürdig aufzutreten, aber zu so, dass es einfach Verhaltensweise gibt, die wir auch am internationalen Kontext nicht können tolerieren, und dort sogar ihren territorial Aussprüche ohne irgendeine Legitimation ob Notbestaaten. Wir haben als aufhängig gemacht, nicht mehr als ADR, weil wir hätten den Durchschritt nie gemacht. Die letzte Regierung hat sich aufhängig gemacht von der Türkei durch eine falsche Politik an der Frage von der Migration. Wir haben an den Jahren, 2 Jahre, dass wir eine Migrationspolitik unterstützen als letzte Regierung möchte, die von Deutschland initiiert ging. Aber von der wir aber alle gut wissen, auf jeden Fall die meisten Taiwanen wissen, wenn sie wirklich mit sich selber an Gericht gehen, dass sie nicht kann, langfristig gedroht gehen. Wir können nicht als Europa über Jahren und über Jahrzehnten begrenzen hun, das einfach eine Politik, die angefangen geht, als die aber sich langfristig nicht kann drohen. Wir kommen irgendwie nicht auf den Punkt, wo wir endlich müssen eine vernünftig, eine responsable Immigrationspolitik betreiben, wo Europa seine Grenzen muss sichern. Weil das aber bislang nicht kommt machen, nicht wollt machen, das hätte schon können, aber es wollt nicht. Also bloß so, dass wir hingegangen sind, dass die Regierung hingegangen ist, dass Deutschland hingegangen ist, mit Deutschland, der Europäischen Union, an einen Deal mit der Türkei gemacht hat, dass die Türkei soll Grenzen von Europa in einem gewissen Maß dann eben sichern. Wir haben dadurch an eine Aufhängigkeit, eine falsche Migrationspolitik hat zu einem zweiten Fehler gefeiert, eine Aufhängigkeit gegenüber der Türkei, die haut natürlich Konsequenzen hat, ob die machste Manöver, die wir haben, wie die Exzesse, die an der Türkei geschehen, zu kritisieren und zu bekämpfen. Wir haben uns selber verschuldet, haben wir uns verschiedene Handlungsoptionen geholt, das ist ein doppelter diplomatischer Fehler, den diese Regierung gemacht hat, diese Regierung nicht allein, aber auch andere in Europa. Wir bezahlen den Preis für eine falsche Migrationspolitik, wir bezahlen den Preis, dass wir als gegenüber einem Verhandlungspartner an eine einseitige Aufhängigkeit bräuchten. Das sind natürlich Entwicklungen, die wir als ADR kritisieren. Wir haben dafür eine Motion halt präsentiert, Herr Präsident, die wir hier lesen, und die wir die Regierung auffordern, eine andere Politik zu verfolgen. Wo wir die Regierung auffordern, für zu suchen, dass wir Verhandlungen, Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufbrechen und einfach eine andere, gut und sinnvolle Partnerschaft mit dem Land sichern, und wo wir suchen, dass die Aggressionspolitik von der Türkei muss an den adäquaten Fora bekämpft gehen, und wo wir suchen, dass wir eine andere Migrationspolitik brauchen, und als wir da auch aus der Aufhängigkeit von der Türkei herausbewegen. Herr Präsident, ich so nicht, merci, dass wie als Reglement gesagt hat, Gelegenheit gibt, für ein oder zwei Fragen nutzuschicken. Sondern Herr Minister, merci, wie auch allen anderen Kollegen, die hier Stellung geholt haben, die sich auch ausgesprochen haben über die Motion von der ADR, an den Sachen, die wir da proposiert haben. Schon ein echtes Problem, also eine echte Frage auch an den Herrn Minister, mit der Logik von seinem Raisonnement, eine Logik, die auch von verschiedenen anderen Parteien hier abgegriffen ist. Ihr seht aus sich, vom Todesstrafe angefeiert ist, dann ist das dann von dem Dialog, dann vom Beitrittsstatus. Aber all die anderen Leute, die an die Richtung argumentiert haben, haben uns ja gewiesen, dass die Idee vom kontinuierlichen Prozess, die Kapitel 23, 24, das Retablissement vom Rechtsstaat, dann ausgerechnet von der Rechtsstaat nach an einem großen Maß verletzt wird durch die Aufhebung der Todesstrafe, dann an der Logik müssen wir
ophalen mat der Türkei zu schwätzen, dann wat leidet nach méi nedig hätte wie lo. Du as die echt froh wese Staat logisch erklären, wann hin hi geht an se wir muss egal wéi Oroloscher, wo der Minister se dazu praktisch Nazimethoden, wir muss weiter verhandeln, wie weit muss dann net och weiter verhandeln, weiter Schweiz wann Todesstrafe angefeiert gëtt. Du als Eisposition am mengen Änderschiede Fall méi logisch so gin op een andere we mat der Türkei, weil die Hut wenn du das dat mei gefiel an dem doresonement logische Widerspruch van Leiidech brauche wie Mënscherechtsdialog, da brauchen se ich och van Todesstrafe angefeiert hast. Die zweet froh die schon der Minister an einer ja, wieder wild wollte ich die zwei froh man nie stellen, Herr Minister. Dann die zweet froh die hat gesot Institutionen frohen net am Blickfenstens nach net den Aufbruch vun de Verhandlungen mat der Türkei. Du awer gesinn ha am Parlament sinn lo am Blick lo schon 2 Parteien bis lo wot eng, lo sind da schon 2, die den Aufbruch verlangen CSV am Blickelmol bis sech Situationun verbessert, an mir als Prinzip allgemeng. An so wie mir ha bannen, gëtt et ganz viel Stimmen an Europa, politisch Parteien, Autoritäten, an den großen Deel vun der Opinion publik, die aber mengt, dass die Zeit kommt, für mit der Türkei ein anderes Verhältnis zu sichern. Mir hat zum Beispiel gesagt, dass wenn es zu einem Beitritt kommen, wird mir sicher eine Proposition de loi für ein Referendum über die zu lancieren, weil wir der Meinung sind, dass ein großen Teil von der Opinion publik nicht gegen Mann auf die Weg gehen. Mein zweites Vor ist, du weinst, weil das dann ja gefiel, politisch an Europa auch van man Blick Institutionen nach dat unterstütze, wer die als Politik proposiert. Mir sie die Überzeugung, dat eng Majorität von den Europäer an eise Memberstaaten, wo der Bevölkerung an eise Memberstaaten nach bereit sind, eng Türkei an der Europäischen Union abzuwählen. Bei der zweiten Frage, Herr Kartheiser, indirekt habe ich so bei der CSV und ich nach Hoffnung, dass auch nur dem Wort, den dann heute stattfindet, er war eng Möglichkeit da ist, für das wir zusammen an der Kapitaler froh auch nach Terrain d'Entente in der Zukunft fallen. Das ist ein wichtiger Punkt. Geht nicht nur um die Türkei, wie geht die Europäische Union mit den Menschenrechten, aber welchen Druck können wir aufbauen, wie das Menschenrechte respektiert wird. Bei der ersten Frage, bon, also bei JES, RDR, du meinst das damit schwer. Die erste Frage, die da stellt, dass, wenn wir effektiv konfrontiert sind mit engen Fee, die rationell bewiesen ist, wird als Kondition an den Kriterien draufsteht von der Weltmember von der Europäischen Union. Weil, ich meine, er muss ja 2006 aufgeschafft gehen, 2004 hat die Türkei sich engagiert, für die Todesstrafe aufzuschaffen. Bon, sonst wäre nie zu Verhandlungen, Anfang von der Verhandlungen gekommen. Wenn das also geschieht, ich meine, da setzt nicht die Europäische Union Türkei außerhalb vom Kandidatenstatus, mais sie selber, und dann, ich habe dadurch beantwortet für der europäischen Presse zu Brüssel, da besteht, als ich doch da besteht noch immer Türkei, und da besteht noch immer Europa, da haben wir noch immer das Problem am Irak und das Problem an Syrien. Da muss man eben als Drittland mit der Türkei gucken, wenn wir zu Pass kommen. Allerdings haben wir dann aber viel Männer Moyen für anzugreifen. Ich habe das nicht evokiert. Das ist auch vielleicht schwer zu explizieren, aber ihr wisst, dass es selbst gibt wie Finanzen von der Präadhesion. Und ihr wisst auch, dass man alle Parteien, auch hier in der Chambre, redet ja Familie von den Parteien, die d'accord wären, dass geguckt wird mit der Türkei, wie zu fahren bei der Migration. Und da sind bis 670 Millionen geflossen. Es sind da 3 Milliarden, die eigentlich die Enveloppe durchstellen. Es sind da 2,2 engagiert. Die Suen ginn vir allem und ONGen, aber auch viel und Tuno, für das die syrisch Flüchtlinge an de Kan, dass die genug Zese kreen. Sie gehen auch um 2 Ministerien an der Türkei, den Edukationsminister für Leute, die aus Syrien kommen, für denen Spruch beizubringen, andere und Zante für eben die gesundheitliche Infrastrukturen zu tun. Die Suche gehen nicht über Wissen von der Kommission bekommt. Wir haben schon geguckt, dass sie nicht mehr appliziert gehen, effektiv für Projekte dann noch realisiert gehen. All das lebt mit der Türkei und lebt auch, dass man en matière judiciaire für allem, dass du aus den Präadhäsionsfonds ganz viel gemerkt hast. Ich denke an, par exemple, Prisungen. An einer
Sachen, die man Menschenrechte auch zu dienen, die dummer da finanziert gehen. Und dafür gebe ich Mengen nach ein Robert froh, dat eend als rationale Kriter, dat aanert als alles dat aanert als eng Aufmosung an och de richtige moment van een afleit nach immer fleit so fleit Hoffnung hun dass war den türkisch Präsident weil ich sind mat allen d'accord bannen die so een hene leng dezidiert an Menge lebt de Mann door die Person noch an enger Welt die total aufgeblockt ist wo net mehr dadurch gesagt ich hun dadurch verstanden von der Visit vor Göster wo wie dat sich so gedrohen huet, am kennen dat das System van den eng Stunden mat den Leiit schwätzt, da schwätzen sie 55 Minuten wie sie gesinn. Ich hun lo 20 mal heieren, wie sie de Coup d'Etat an noch Folgen davon heieren, an dat sie men schwer nach een Dialog do herzustellen. Mir gleft mal dat wat ich gesot hun Donner glewen nicht an nicht net leng donner glewen praktisch alle Außenminister der Europäische Union, die glewen droen, dass de Fehler wir das net intelligent für eine Provokation ranzufallen an Lo von eiser Seite aus aufzubrechen, dat wir net am Ende von denen viele Leute an der Türkei, die nach uns kleben. C'est tout. Bon, entweder ich weiß, ich sprach 5 Sätze für das zu erklären, von ihr seht brech doof, wat mir mat den zu den brauchen im Nesatz mit klefbar dat falsch mache wir effektiv de Schradlodoen erholen sowieso an der Prozedur davon haben wir nicht geschwert. Dat ist alles nicht so einfach. An zum Beispiel Aufbrechen hecht, das muss eine Initiative kommen von der Kommission. Und dass wir Unanimität müssen tun. Wer unanim für abzumachen, muss Unanimität für so zu machen. Ich meine, das ist illusorisch. Während das ändert, auch da, bei der Suspension, also beim Gel, also so, dass entweder ein Drittel von den Etat-Membres muss frohen oder auch eine Initiative von der Kommission und dann ist eine Majorität qualifiziert, die muss man da kommen. Ich meine, gelebt mal, wir haben einen anständigen Debatte gehabt. Ich weiß, dass das so nicht richtig rüberkommen. Ich weiß, dass das viel kompliziert ist. Ich fand ihn aber als Mensch und nur als ein, der mengt, dass er ein gewisses Gefühl hat, für das, was Leute an der Türkei von uns erwarten, dass nicht das falsch ist.